Von Eichendorff, Reinhold Jarecki erinnert. Der Natur diesen geheimnisvollen Zauber abbringen, das Lied entdecken, das in allen Dingen schläft. Keine Angst haben vor den großen Emotionen. Sehnsucht, Waldeinsamkeit, Fernweh. Eichendorff hat die Stichworte der Romantik zu einer aufwühlenden Collage verdichtet. Dazu gehört, dem Vergangenen programmatisch hinterherzutrauern. Vor allem dem Schloss Lubowitz, in dem er seine Kindheit verbrachte. Das der Vater durch Spekulationen verlor, von dem nach dem Krieg nur noch Ruinen stehen. Der Bach und die Mühle, auch so ein Topos, aus dem er poetisches Kapital schlägt, mit riesigem Erfolg. Das Volk hat die Verse Eichendorffs aufgesogen. Eichendorff hat die romantische Bildlichkeit so populär gemacht, dass wir heute noch romantische Lieder singen und gar nicht wissen, dass es Lieder von Eichendorff sind. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Man meint, es sei ein Volkslied, vom Volk irgendwann einmal gesungen und zersungen und gedichtet. Aber Eichendorff hat das selbst machen können. Er konnte Volkslieder dichten und den Autor hat man vergessen. Und das war für ihn die größte Freude. Mit dem Postillon raus aus der bürgerlichen Enge. Das ist die Botschaft seiner Taugenichtserzählung. Sehnsucht nach dem Land, wo die Pomeranzen wachsen, dem Paradies der Venus- und Marmorstatuen, der grünen Gärten und erotischen Fräuleins. Nichts tun als Lebensideal. Propagiert von einem sittsamen, obrigkeitstreuen Familienvater, einem Berliner Kultusbeamten, der im preußischen Staat Karriere macht, einem Dichter im öffentlichen Dienst. Das Sonderbare war, dieser Eichendorff war gerne Beamter. Er hat sich sogar gefreut an seinem Beamtendasein. Und als er vorzeitig pensioniert wurde, 1844, ist er in ein ganz tiefes Loch gefallen und konnte nicht mehr dichten, weil ihm dieser Widerhaken des bürgerlichen Berufes gefehlt hat. Er hat den deutschen Wald erfunden, oder doch zumindest seinen Mythos. Er hat ihn kunstvoll zusammengesetzt, aus Rehen und Nebelschwaden, aus Gipfelrauschen und einer großen Portion Gemüt. Soziologen behaupten gar, Eichendorff habe einen der Grundsteine gelegt für die ökologische Hypersensibilität der Deutschen. Eichendorff lebte in einer Zeit der größten Rodungen seit dem 12. Jahrhundert. Die Wälder wurden ringsum gerodet, weil man Energie brauchte und man das Holz verkauft hat. Und das Holz als Feuerholz verwendet hat für die großen Industriebetriebe, die damals entstanden sind. Eichendorff besingt eine Landschaft, die es nicht mehr gibt, und er weckt die Erinnerung an diese Landschaft. Eichendorff, ein Skeptiker, kein Reaktionär, kein Nationalist, ein raffinierter Träumer, der sich vor politischen Revolutionen fürchtet und sich an Säulen, Palästen und feudaler Marmorkultur berauscht. Seine romantischen Urlandschaften sind voller Zeitgeist. Es sind fröhliche Abenteuerreisen nach innen in die Seele. Die Verkörperung des deutschen Gemüts haben Fontane und auch Thomas Mann ihn genannt. Ich glaube das nicht, dass dies das deutsche Gemüt wäre. Wenn es das wäre, dann wären wir ein sehr fröhliches Volk. Und ich glaube, so fröhlich, wie uns Eichendorff darstellt, sind wir gar nicht. Träumen ist sein Zauberwort. Mit geringem Sprachaufwand erreicht Eichendorff ein Höchstmaß an Intensität. 3 neue Biografien, alle gleichermaßen gelungen, forschen diesem Dichter nach. Der Anlass: der 150. Todestag. Es darf romantisch geschwelgt werden, auf garantiert hohem Niveau.